Guten Morgen, Reisefreunde. Ein letztes Mal hier von der CMT. Der letzte Tag ist angebrochen. Und ja, dann wird es doch endlich Zeit, dass wir ein bisschen früher aus den Federn kommen und euch die Hallen zeigen. Wir dürfen eine Stunde früher rein, deshalb müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen, dass wir euch die coolsten Fahrzeuge, die wir hier gesehen haben, die schrägsten und noch ein paar andere zeigen können, bevor hier der große Besucherandrang kommt. Habt ihr Lust? Na dann, kommt mit an die CMT. Einer, der uns besonders gut gefallen hat und den wir so überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatten, ja, das ist dieses Fahrzeug hier und ich würde mal sagen, wir gehen sofort rein mit euch. Ihr seht bestimmt gleich, was wir meinen mit ja, so stellt man sich ein Fahrzeug irgendwie nicht vor oder so hat man das nicht auf dem Schirm. Wir haben hier vorne eine riesige Sitzecke. Hier kann man quasi mit einem halben Platz, den man trifft, einem halben Stellplatz, halben Übernachtungsplatz, was auch immer, hier kann man reinsitzen. Ja, einen wunderbaren Abend verbringen und wenn es dann Zeit ist, dann holt man die Betten runter. Hier haben wir die Variante, dass wir 2 Einzelbetten drin haben. Die kann man dann auch einzeln herunterlassen. Es gibt es aber natürlich auch mit einem Doppelbett. Dann haben wir hier eine riesige Küche mit vielen Schränken und Zeugsachen. Ich meine, hier kann man ein halbes Leben reinräumen. Gleich daneben, ja, und so macht das wieder Sinn, oder? Haben wir einen riesigen Kühlschrank auf einer praktischen Höhe und darüber befindet sich dann auch gleich noch ein Eisfach. Noch etwas mehr Stauraum und dann gibt es hier hinten auch noch die Halterung für den Fernseher, wer das mag. Ja, und dann gibt es auf der kompletten Fahrzeugbreite ganz zum Schluss ein Bad. Wir haben hier drüben die Toilette, das Waschbecken, Schrank, alles zusammen, alles irgendwie riesig. Hier hat man Platz ohne Ende. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Dusche, die man nochmal mit separater Duschtrennwand abtrennen kann. Also ich meine, größer ist die Dusche zu Hause bei kaum jemandem. Und zumachen kann man das Ganze natürlich auch. Ja, wir finden alles in allem wirklich sehr stimmig, eine sehr passende und coole Raumaufteilung. Und ich habe einen Spiegel gewunken. Ach so, hat er mich total aus dem Konzept gebracht. Ja, wir schauen uns draußen schnell noch ein paar Zahlen zu diesem Fahrzeug an, weil das Beste zum Schluss, der Preis ist auch ganz attraktiv. Ja, wir sind bei Chausson, wir sind hier beim Welcome 630 und ich habe euch gesagt, der Preis, der ist auch gar nicht mal so schlecht. Alles in allem, wie das Fahrzeug hier ausgestellt ist, sind wir bei knapp 62.000 Euro. Ja, wem breit nicht breit genug ist, der schafft sich dann am besten sowas hier an. Zweifach Auszüge von 2,3 Metern Breite, ganz einfach ausschwenkbar auf 3,5 Meter. Ja, das ist Wohnkomfort XXL innen drin und wahrscheinlich auch preislich XXL. Wir gehen mal kurz schauen. 196.500 und dafür, also für knapp 200.000 kriegt man dann hier so ein Riesenschiff hingestellt. Ja, für wen es ein bisschen kompakter sein darf und trotzdem Stehhöhe sein soll, für den ist vielleicht der Club-Joker von Westfalia etwas. Wir gehen gleich mal rein, weil ihr seht, ich kann da drin problemlos stehen und selbst Leute, die ein bisschen größer als ich sind, werden das auch noch können. Und hier sind wir also, vorne haben wir Tisch und Sitzbank, danach geht es eine Etage quasi höher. Dann ist man hier in der Küche, wir haben einen 2-Gas-Flammenherd, ein Abwaschbecken, das kann ich sagen, Kühlschrank haben wir hier. Der ist natürlich bei einem kleinen Fahrzeug auch ein bisschen kleiner, aber der ist relativ tief, also ein bisschen was bringt man hier schon auch rein. Dann gibt es hier, auch super praktisch, noch einen Spiegel, sitzt. Und hier hinten haben wir dann das Bad. Toilette ist drin, duschen kann man, den Schlauch, den holt man hier zum Waschbecken raus und dann geht's auch schon los. Ja, wenn zu viele Finger hier an dem Zeug rumfummeln, die nicht genau wissen, wie es geht, dann kann sowas natürlich mal passieren. Hier oben ist das Bett, das kann man dann nach vorne ziehen und dann hat man hier auch eine schön große Liegefläche.
Alles in allem finde ich das Fahrzeug eigentlich sehr kompakt und entsprechend auch sehr stimmig. Es ist eigentlich sehr praktisch ausgebaut. Der Preis mit einem VW als Grundbasis, der ist natürlich immer etwas höher und naja, der wird den einen oder anderen auch abschrecken. Aber vom Grundriss her im Inneren finde ich den wirklich sehr cool. Es gibt aber noch einen zweiten hier auf dem Westfalia-Stand, der ist von innen noch fast ein bisschen cooler. Ja, ich glaube, so ein 4x4 Sprinter, der wünscht sich fast jeder. Und auch wir haben ihn uns natürlich angeschaut. Hier das Modell oder der Innenausbau von La Strada. Sehr hochwertig in den Farben, sage ich mal, auch mal etwas mutiger. Nicht immer nur einfach so beige oder grau. Aber ja, wir gehen vielleicht noch schnell miteinander rein, damit auch ihr einen ersten Eindruck bekommt von dem Fahrzeug. Hier könnt ihr sehen, mit so ein bisschen weinroten Akzenten wird ein bisschen Farbe ins Fahrzeug gebracht. Alles in allem, so wie wir La Strada kennen, wertig ausgebaut. Ich gerade mal schauen hier, ich war auch erst kurz in so das. Und hier nochmal eine Ablage dazu. Haben wir hier ein 3-Flammen-Kochfeld, das ist ja auch was Feines. Findet man nicht oft. Nein, findet man wirklich nicht sehr oft. Waschbecken. Kühlschrank haben wir auch wieder auf einer schönen Höhe, wo man da gut hinkommt. Allerdings ist das der kleine, den wir bei Knaus hatten. Das ist halt schon wirklich sehr, sehr wenig Platz, den man da drin hat. Und für mich ist es ja ein bisschen so, wenn man mit einem 4x4 unterwegs ist, dann will man ja auch abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs sein. Und gerade da finde ich eigentlich ein größerer Kühlschrank wirklich extrem wichtig. Und zum Bad geht es dann hier rein. Nur aus. Sorry. Hier gibt es auch nochmal eine Kabine mit Dusche, mit Toilette. Alles drin, ein bisschen Stauraum, allerdings für viel mehr als ein Shampoo reicht der Stauraum dann auch nicht aus. Das Bett ist jetzt nicht riesig, ist auch ein Querbett. Wir müssen gleich die Maße außen mal anschauen. Wir beide würden hier drin bestimmt Platz finden. Für größere Menschen weiß nicht, wie es da aussieht. Kann man da vorne noch was runterlassen? Ja, da gibt es tatsächlich noch ein Fach. Für viel mehr als Stauraum taugt das aber nicht. Das ist definitiv kein Bett hier oben. Die Bettmaßen, die stehen leider hier draußen auch nicht dran, deshalb gehen wir direkt rüber zu VW mit dem Grand California. Haben die ja noch eine Neuigkeit herausgebracht. Wir waren schon drin und wir zeigen euch mal so ein bisschen, was wir persönlich als die kritischen Punkte erachten an dem Fahrzeug. Der Grand California, ab sofort bestellbar und hier draußen sehen wir eine ganze Menge Informationen zu diesem Fahrzeug. Unter anderem sehen wir, dass der 6,80 Meter lang ist und bei so einer Länge, da gehen ja die Alarmglocken sofort an zum Thema Gewicht. Wir haben nachgefragt, weil das Gesamtgewicht, das steht da nicht drauf und das hat wahrscheinlich auch den guten Grund, weil uns wurde sofort gesagt, ja, man muss das Fahrzeug auflasten, damit man Gepäck für 2 Personen mitnehmen kann. Das ist natürlich, naja, muss man sich überlegen, muss man vor allem auch mit der Maximalgeschwindigkeit schauen, ob das dann abreglementiert wird. Ja, die schöne Hintergrundmusik, die wir gerade haben, das ist sozusagen der Einstiegssong, das ist der CMT-Song. Und entsprechend lassen wir den jetzt einfach im Hintergrund laufen, die werden schon nichts dagegen haben. Wir sind hier im Inneren des Grand California, sieht ein kleines bisschen auch aus wie im Flugzeug. Die Schränke lassen sich nach unten und nach oben öffnen. Die sind nicht besonders tief, weil ja, gerade so eine Handbreit tief für die Küche wird das mal reichen, wenn man ein bisschen was reinstellen will. Hinten finde ich das ein bisschen problematischer, weil wo macht man dann T-Shirts und so weiter rein? 2 Flammenkochherd. Und hier geht es rein in die Duschkabine. Für mich ein bisschen viel Plastik hier drin, ein bisschen sehr steril mit dem vielen Weiß und irgendwie auch ein bisschen klapprig. Dafür haben sie ja versucht, den Preis zu drücken und den schauen wir uns draußen gleich nochmal zusammen an.
Den Preis, den haben wir leider nicht gefunden hier draußen. Und ja, so ein bisschen fehlt uns das Gesamtkonzept hier im Fahrzeug. Es ist zwar extrem lang, bietet natürlich entsprechend viel Platz, aber irgendwie diese Lösung mit den Schränken finden wir nicht ganz optimal. Und eben das Thema Gewicht, das muss hier definitiv noch geklärt werden. Ja, also ihr merkt das gerade auch so im Hintergrund mit der ganzen Geräuschkulisse, was hier vor der Messe abgeht. Ja, das ist nicht immer besuchertauglich, aber spannend, kann ich euch sagen. Sehr, sehr spannend. Ein weiteres sehr spannendes Fahrzeug hier an der Messe ist der Hyundai. Ja, mal ein ganz anderes Basisfahrzeug, aber rein gehen wir nicht, weil ja, das Fahrzeug hier von Camperliebe, das haben die Patashas schon sehr gut vorgestellt und schaut euch unbedingt einfach ihren Vlog an. Da könnt ihr dann auch reingehen und die ganzen Details angucken und ihr erfahrt sogar, wie das Ding hier an der Messe getauft wurde. Und mittlerweile sind die Türen der CMT auch offen. Der letzte Tag ist gestartet und heute gibt es natürlich nochmal so richtige Massen hier an der Messe. Der letzte Sonntag, alle wollen nochmal hin und ihr seht es hinter mir. Es geht los, es wird ein bisschen lauter, aber wir versuchen euch natürlich trotzdem noch ein paar der Fahrzeuge zu zeigen. Schon wieder eine Durchsage. Eine sehr spezielle Sitzkonstruktion mit einem Tisch mittendrin finden wir hier in diesem Fahrzeug und da kommt ihr auch noch schnell mit. Ja, hier sitzt man dann quasi auf dem Bett, hat man nochmal so eine Sitzlounge vorne, wo Louis gerade sitzt, hat aber auch nochmal Tischchen und Stühle. Die Küche hier, die Ablage, das ist mal ein ganz anderes Material und sieht so ein bisschen wie ein Marmorverschnitt aus. Wirklich auch ein sehr schönes Fahrzeug, finde ich, vom Innenausbau. Hier drüben noch mit Bad. Mal gucken, ob ich das zu eurer Seite aufmachen kann. Ja. Das wäre ja auch eine Lösung für uns, oder? Ja, wir haben das ja tatsächlich so ähnlich. Das haben Sie ja noch nicht gesehen. Genau, das habt ihr noch nicht gesehen, aber so ähnlich haben wir das bei uns im Van auch ausgebaut. Und ja, für uns gibt das natürlich auch nochmal einen guten Einblick, wie wir das vielleicht noch ein bisschen optimieren können. Wo sind wir hier? Weiß ich nicht. Eine Mercedes. Wir möchten euch ja so ein bisschen auch mitteilen, wie es für uns die erste CMT war. Wir sind das erste Mal in Stuttgart und es war eine fantastische Woche. Wir haben sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, hatten super spannende Kontakte, Termine. Aber das Allercoolste eigentlich an der CMT ist, dass es nicht einfach überall Burger, Pommes und Hotdog gibt, sondern auch mal eine Schlachtplatte. Mitten in der Halle 5 gibt es eine Besenbeiz, da gibt es alles rund ums Fleisch, Fleischküche. Wenn wir hier noch schauen, dann gibt es auch Leber und Griebenwurst. Also sowas habe ich definitiv an der Messe noch nie erlebt. Und so lässt sich dann natürlich auch gut die Fahrzeuge erkunden. Also 2 Daumen nach oben für das Gourmet-Angebot hier an der CMT. Da müssen sich die Schweizer dann doch ein bisschen was davon abschneiden. Wir sind hier gerade bei Concorde auf dem Stand. Das ist Wahnsinn, wie viele Fahrzeuge hier ausgestellt sind. Also wer sich dafür interessiert, der ist hier an der Messe definitiv richtig, weil hier kann man, glaube ich, jede Ausführung mal direkt live bestaunen. Wusstet ihr, dass es von Concorde auch ein Alkovenfahrzeug gibt? Gar nicht nur diese, wie heißen sie, Gigaliner, sondern wirklich auch ein quasi normales Wohnmobil. Was hast du gesagt, der Preis? 50.000. 250.000. Dafür gibt es hier dann auch die ganzen Holzverkleidungen. Oben hier hat man ein richtig schön großes Bett. Das wird mir ja eigentlich schon reichen, aber wenn Louis sich noch einmal umdreht, dann seht ihr, da hinten ist noch ein riesiges Bett. Ja, da hinten ist, wie gesagt, nochmals eine riesige Schlaflounge und natürlich ist dann hier mit Kühlschrankgröße auch nicht da nur ein bisschen gekleckert worden, hier wird geklotzt. Es gibt einen riesigen Kühlschrank, ein großes Eisfach und ganz, ganz cool, was ich ja immer ganz, ganz cool finde, aber nicht ganz aufbringend, deshalb lasse ich das jetzt lieber auch, ist ein Backofen. Perfekt, das gefällt mir ja richtig gut. Obwohl der Omnia natürlich seinen Dienst auch gut tut. Hier haben wir 3 Flammen Kochfeld. Dann gibt es hier so eine Abdeckung fürs Waschbecken. Ja, und was uns alle natürlich noch interessiert? Was denn? Das Bad. Das Bad. Wahrscheinlich müssen wir das anders sagen. Die Bäder. Ja, hier haben wir eine große Duschkabine drin. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist
nicht zusammen ist. Dann haben wir hier einen Schrank, wo man gerne auch mal ein, zwei Affären, sag ich mal, reinpacken könnte, wenn der Ehemann oder die Ehefrau nach Hause kommt. Und was denke ich hier eigentlich? Und ja, du musst mal schnell auf die andere Seite. Ja, und hier ist dann das Bad, also die Toilette mit Waschtisch, riesen Spiegelwand. Da könnt ihr uns sogar beide drin sehen gerade. Hallo. Wir stehen in einem Concorde. Ja, aber es ist leider nicht unserer. Wobei, schon ein bisschen unhandlich. Aber cool, ja, ich finde es cool, dass sie hier auch mal noch so ein Alkovenfahrzeug machen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Und jetzt seid mal ganz ehrlich, wer wusste das? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Ehrlich sein. Hm? Hier haben wir ein prämiertes Fahrzeug, das Außendesign, das wurde hier gelobt. Wir sind bei Niesmann und Bischof und solange wir hier jetzt noch alleine sind, flitzen wir da ganz schnell rein. Das Fahrzeug, das ist der Smooth und ja, ich finde ihn, der ist schon auch sehr anders. Also warum der nur einen Designpreis für außen gewonnen hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ja, wir haben hier so ein bisschen Karo-Muster, gefällt mir gut. Dann haben wir die Ledersitze, auch die Wände sind verkleidet, das ist alles sehr stimmig gemacht. Auch wieder eine große Sitzecke, dann daneben haben wir die Küche. Kann ich euch gerade auch mal noch schnell aufklappen. Es ist hier auch so ein bisschen speziell und ja, so ein bisschen blöd finde ich das ja ehrlich gesagt. Jetzt hast du aber gezögert. Ja, ich habe mir jetzt gerade gedacht, da sitzt vielleicht jemand und ich mache so Peng. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich vielleicht jetzt einfach die Lösung nicht sehe, ob das hier steht, aber das kann ja gar nicht sein, weil da ist ja dann Flamme. Aber richtig. Jetzt weiß ich, warum die keinen Designpreis für innen gewonnen haben. Wir drehen uns mal um. Der hat schon echt ein anderes Konzept. Definitiv. Ich finde das ja hier auch mit diesem Aufklappbaren prinzipiell gut, aber nicht, wenn das hier über die Sitzbank geht. Aber genug davon. Gehen wir mal nach hinten durch. Ja, ein sehr hoher Kühlschrank, der jetzt nicht unbedingt besonders tief ist, aber durch die Höhe schon auch Platz bietet. Gefrierfach haben wir oben auch noch mit dabei. Und ganz cool, das haben wir jetzt schon bei ein paar Fahrzeugen gesehen, hier unten gibt es eine Getränkeschublade. Und dafür gibt es ja dann auch hier noch so kleine Trenner. Aber das finde ich noch cool, so eine Getränkeschublade, wo man dann wirklich auch die ganzen Flaschen reinstellen kann. Ja, Bettchen, da muss man Treppe steigen. Und ja, also größer als ich sollte man nicht sein. Und das heißt größer als 1,60. Sonst kann man hier auf dem Bett eigentlich quasi gar nicht mehr sitzen. Das finde ich auch immer ein bisschen schade, weil ich sag mal so 10, 15 Zentimeter mehr Platz hier, damit man wenigstens noch sitzen kann. Das würde ja unten eigentlich auch nicht groß stören. Ja, hier kann man dann noch sowas zuziehen, damit man ein bisschen Privatsphäre hat. Und dann geht es ins Bad rein, genau, musst du von der anderen Seite kommen. Ja, und die Toilette ist ja ganz cool, die muss man da unten rausziehen. So hat man natürlich mehr Platz an und für sich im Bad. Für 150.000 Euro könnte der eurer sein, aber für das Geld würde ich dann doch noch mal schnell fragen, ob es mit dieser Küchenabdeckung nicht doch noch eine andere Lösung gibt. Ein bisschen größer, ebenfalls von Niesmann Bischof, ist der Arto. Hier hat man dann auch ein ganz anderes Raumgefühl. Eher so ein bisschen wie ein Bus. Ich weiß nicht, ob man das Teil Mini-Liner nennt. Ja, auf jeden Fall hier vorne sieht das Ganze noch ziemlich ähnlich aus. Man hat hier diese schönen orangen Kissen. Also ich finde, die haben hier wirklich mit den Farben ein bisschen experimentiert und ich finde auch, das ist sehr gelungen. Wir haben hier komplett alles voll mit Schränken. Das macht natürlich richtig viel Spaß. Da kann man alles Mögliche mitnehmen. Das wahre Highlight ist aber da hinten, weil kommt mal mit. Das nennt sich das Bad. Haben wir eine Stelle in Karl, in der wir uns so ausbreiten können? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall gibt es hier eine richtige Duschkabine drin. Wir haben einen riesen Waschtisch, es könnte sogar Stein sein oder mindestens eine Applikation davon. Dann gibt es hier wahrscheinlich die Toilette. Genau, separater Raum für Toilette. Auch nochmal ein bisschen Schränke und so weiter und so fort. Dann haben wir hier nochmals einen riesen Schrank. Und dann auch noch ein Füll. Das ist mein neuer Favorite, dieses Fahrzeug. So Platz hatte ich glaube noch nie in einem Auto. Das ist echt abartig, krass. Wirklich. Das Raumgefühl ist gigantisch. Und ja, ist besser als beim Concorde, finde ich. Das Raumgefühl. Ja, es ist schon nochmal so speziell und trotzdem halt nicht gerade ein Gigaliner. Hast du mal da rechts geschaut? Links? Rechts von dir? Ja. Hier.
Haben wir hier noch einen Steamer oder was? Ja, auch wieder ein Backofen. Das ist Eisfach, Backofen, genau. Das hatten wir vorher auch noch im Concorde. Nochmal ein riesiger Kühlschrank. Und hier hat es ganz unten nochmal ein Fach für Gemüse. Finde ich cool. Finde ich echt cool. Ja, sehr schön geworden. Hier haben wir noch ein Fahrzeug, das wir euch zeigen wollen. Unter 6 Meter und unter 50.000 €. Wir sind bei Ahorn Camp, das ist der T590. Und kommt mal mit, der Grundriss von diesem Fahrzeug ist wirklich auch speziell. Denn hier gibt es für einmal das Bett nicht hinten quer, sondern sozusagen in der Hälfte des Fahrzeuges. Man kann so das Bett natürlich extrem lang gestalten und trotzdem hat man daneben noch Platz, oder? Also hier ist die Küche dann noch drin. Kühlschrank haben wir hier noch. Der ist ja okay, sag ich mal. Der ist schön groß. Muss es nochmal zeigen, ich war glaube nicht bereit. Oh. Der Kühlschrank hier, so könnt ihr es auch ein bisschen eher sehen, der ist ja ganz okay, würde ich sagen. Ein bisschen blöd halt, dass er am Boden ist, aber das Fahrzeug hat so einen anderen Grundriss. Das kann ich verstehen, das geht jetzt hier einfach auch nicht anders. Dann haben wir hier Schränke, gerade mal schauen, wie das System funktioniert. So, auch ein schön großer Schrank noch dazu. Und hier drüben gibt es dann auch nochmal Schränke, damit auch die größeren Töpfe oder und so weiter Platz finden. Hier wahrscheinlich das Bad, genau. Musst du schnell zur Seite stehen? Mit Duschwanne drin, mit Toilette drin. Das ist jetzt nicht riesig, aber für 5,90 Meter Länge, da darf man natürlich auch nicht, ja, dasselbe erwarten wie irgendwie in einem 12-Meter-Schiff. Aber spannend, den hast du entdeckt, hä? Ja, genau. Also ich finde den Grundriss wirklich sehr, sehr spannend. Man hat hier vorne eine richtig schöne Sitzecke für 5 Personen. Hier hinten kann man also zu zweit auch gut schlafen, weil die Beine, die brauchen ja dann nicht ganz so viel Platz. Und ja, in der Länge ist das natürlich richtig genial. Dazu gibt es hier auch nochmal einen Schrank. Hier sind jetzt Polster noch drin, aber hier könnte man auch noch Jacken und so weiter aufhängen. Ja, ich finde den wirklich sehr, sehr spannend, weil es einfach mal so ein bisschen auch ein anderer Grundriss ist. Hört ihr das auch? Ich höre Kasachstan rufen. Liebe Reisefreunde, wir sind auf dem Heimweg von Stuttgart und ich habe das Video geschnitten. Wir stehen gerade an der Tankstelle und tanken Karl nochmal voll. Ich habe gerade gesehen, wir haben so viel gefilmt, das reicht ja für mindestens 2 Videos. Darum ist jetzt hier Schluss und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit dem zweiten Teil von der CMT. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, wir freuen uns über viel Feedback. Und ja, das nächste Video kommt dann schon bald von der CMT. Ich werde das gleich auch jetzt noch schneiden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier irgendwo von der Tankstelle zwischen Stuttgart und der Schweiz. Tschüss!